Der scheinbar vor 2 Jahren verstorbene berühmte uigurische Volkssänger Abdurrahim Hayit soll nun doch am Leben sein. In einem Video, publiziert von dem offiziellen chinesischen Mediendienst, ist Hayit zu sehen, der in dem Video seine Gesundheit und sein Wohlbefinden bestätigt. Das eingefallene, erschöpfte Gesicht mit dem traurigen Blick verkündet jedoch von einer anderen Wahrheit. Einige Uiguren behaupten sogar, China wolle mit einer weiteren Psy-Op die Weltöffentlichkeit täuschen, und deshalb zweifeln sie die Echtheit des Videos an. Zum Anlass des 101. Todestages von Abdul Hamihan fand im East Turkestan Information Center in Duisburg-Marxloh eine Konferenz statt. Auf dieser sprach der Professor Dr. Sultan Mahmud Kaskali, der Präsident der osttürkischen Exilregierung, unter anderem über das Leid, welches die Uiguren derzeit in Ostturkestan erleiden müssen. Die Geschehnisse rund um Ostturkestan veranlassen noch immer Protestwellen gegen die chinesische Regierung. In Konya, Aydin und Istanbul kam es zu empörten Protestaktionen wegen des kommunistischen Terrors in Ostturkestan. Kurz nachdem Trump seinen Entschluss über den US-Truppenabzug aus Syrien verkündete, meldete sich der General Joseph Votel zu Wort und statierte, dass der Abzug von über 2000 US-Soldaten in den nächsten Tagen und Wochen beginnen solle. Während das Land der Gefahr einer militärischen Intervention ausgesetzt ist, beginnt die venezolanische Armee auf Anordnung Maduros mit einer 5-tägigen, bisher umfangreichsten zivil-militärischen Übung. Dort wird Maduro selbst und der Verteidigungsminister Vladimir Padrino López sowie Kommandanten des Heeres und der Luftwaffe teilnehmen. Trump betrachtet eine militärische Intervention in Venezuela als möglich.